Hallo Motherfucker und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Alex der Boss. Ihr könnt mir aber auch nur Lexus sagen und in diesem Video werden wir uns die Bahnhof-Rezensionen anschauen, nämlich vom Bahnhof Solothurn. Also wir gehen quasi vor Krassheitsgrad, ist Bio etwa da und Solothurn etwa da. nein, Spaß. Wir werden auf jeden Fall die Rezensionen anschauen. Am Ende des Videos gibt es noch die Auflösung vom Gewinnspiel, wegen dem bleibt bitte dran. Und dann würde ich sagen, reden wir nicht lang, Heißspray, spreizt bei und los geht's. Nur fette Emos am Eingang. Ich hatte Angst, dass wegen den Übermengen an fetten Emos ein Erdbeben entsteht. Die haben mehr Piercings wie ich Haare am Sack. Und dazu kommt noch, dass die gefühlt 4 Tonnen Ketten an sich tragen und einen anbellen. Mir wurde 4-mal Puderzucker und 5-mal Gras angeboten. Es kommt mir so vor, als ob jeder ein Goblin ist. Kevin Reiner, Junge, was ist los mit dir, mein Sohn, Digga? Der erste Fakt, dass er das Gesetz der deutschen Rechtschreibung gar nicht kennt, redet er gefühlt sehr wahrscheinlich so wie der Bruder hier. Passieren den Kampf gewinnen, Mike. Er ist brutal getrainiert, wie eine Maschine, Traktor, Panzer. Und er beschwert sich in diesem Post, sag ich jetzt mal, um die Übermenge an fetten Emos, die es im Solothurn am Bahnhof gibt, und sie sogar im anbauen. Und dass er Angst hat, dass es ein Erdbeben gibt. Wegen dieser Übermenge an fetten Emos, Digga. Dann meint, oh, er wäre irgendwie in Jurassic Park gelandet oder was, Junge. What is that? Genug Bars zum Abstürzen, kann super fett werden, viel Wasser für nackte Schwimmstunden. What the fuck, Digga? Ernst, Rotenbühl? Wer bist du, Junges? So, sind ihr mich jetzt endlich mal holen, kann ich eine ficken. Und dann bewertet er das Ganze ja mit 5 Sternen, dass es ja genug Bars hat, für sich abzuschießen. Ich glaube, der Ernst Rotenbühl lebt streng nach dem Motto «Saufen am Dienstag». Saufen am Dienstag, saufen am Dienstag. Früher nur am Weekend, aber heute seh ich das easy. Dann sagt er noch irgendetwas mit Nacktbad. Ich weiss nicht, hat es irgendwie ein Solothurn am Bahnhof, hat es irgendwie einen See irgendwie in der Nähe? Oder hat es irgendwie einen Brunnen, wo er auch nackt seine Längen performt? Also, ganz weird, der Dude, ganz weird. Aber jetzt fahren wir ja zu einer molligen Futze. Also, voll cool und so, gibt süße Jungs, aber gibt halt auch so hässliche Junkies. Und der eine hat mir Chicken Nuggets aus der Hand geschlagen, voll gottlos, deshalb nur 4 Sterne. Ah, die hübschen Jungs Solothurn am Bahnhof. Bevor wir da weitermachen, habe ich eine Frage an euch. Bin ich echt eher einer von den süßen Jungs oder bin ich einfach eher einer von den hässlichen Junkies? Bin schon voll der Sweet Boy, oder? Gebt ehrlich zu, oder? Smash. Sehr wahrscheinlich bin ich einer von den hässlichen Junkies, ich merke es selber, das ist gut. Aber die süßen Jungs, also ich kann euch doch mal hier ein Bild einblenden vom Solothurn Bahnhof Crush von unserer lieben Kate Müller. Treat me like white teeth, don't get me dirty. Smash. Oder es ist halt irgendein anderer grusiger Lockenkopf. Grüße gehen raus an meinen Schulkollegen Löckli. Fresse, du Tränen, Mann. Aber ja, wie gottlos ist das bitte, dass irgendein so ein dahergelaufener Junkie einfach ein Chicken Nuggets aus den Fingern geschlagen hat, Bro. Digga, und sie gibt noch 4 Sterne, Junge. Ich glaube, die Jungs sind wirklich ziemlich sweet dort am Bahnhof. Ja, ich bin auch viel dort, ja. Spaß. Halt, die schönste Bankrottstadt der Schweiz wird ja auch so beworben. Bei dieser Google-Rezension geht es mir jetzt nicht gross darum, dass irgendetwas krass passiert ist oder so. Es geht mir einfach um die Zusammensetzung der Emojis, Digga. Also wirklich, was soll das? Typ mit Sonnenbrille und Pio gegen links. Digga, stellt noch mal folgendes vor, fragt ihn jetzt,
persönlich so, ja, du bist ja letzte Woche in Solothurn gewesen, Bro. Wie hast du es so gefunden in dieser Stadt? Und er antwortet einfach so, ja, was soll ich grossartig sagen? Es ist ja halt die grösste Bankrottstadt in der Schweiz, aber es wird ja auch so beworben, oder? Ich wirklich, Emojis in Real Life, wäre so komisch. Ich habe einen Kollegen, Stiefhudiger, letztens, als wir zusammen angemacht haben, für auf eine Party zu gehen, schreibt er mir einfach genau das. Oh mein Gott! Wow! Checkt ihr das, wie weird eigentlich, dass in Real Life würde rüberkommen, Alter? Du magst gut salutieren, das Valley Cosmochi. Wirklich, also Stiefel, Grüße raus an Stiefel, Ehrenmann, geiler sich, aber Digga, er schreibt wirklich so wie ein 40-jähriger Redner, Digga. War es gerade eine Ansage oder was? Immer die störenden schwarzen Asylanten, die herumlungern und Waren verkaufen. Wir gehen jetzt im Bahnhof Biberts die sämtlichen Billets einkaufen, immer freundlich und keine Asylanten. Yeah, Rassismus! Aber warte, das ist doch etwas Schlechtes, oder? Auf jeden Fall, Digga, ganz krass, Digga, was der da für eine Meinung preisgibt. Klar, es kann sein, dass da Leute am Bahnhof Sachen verkaufen, so, aber immer, dass er so auf, dass sie schwarze auseinander scheiß Ausländer. Aber ich hole mir doch mal eine zweite Meinung ein und tu nicht nur auf meine Meinung beharren. Uli, kannst du schnell herkommen? Schnell, nur schnell. Also ne Heimatland nochmal. Jetzt bin ich da gerade vorhin zusammen mit dem Hausi, der mit dem Ebbe ins Board durchgefräset, für dort ja, ein bisschen Schnee zu schoren und alles drum und dran. Und dann komme ich da rein und dann kurz die Zaben und ein Kaffee trinken. Und dann sieht es da wieder, ich soll da wieder irgendetwas gären und irgendetwas rumprauschen. Also nein, ich mache es ja gerne, weißt du, ich will ja meine Meinung, gefühlt die ganze Schweiz verbreiten. Aber ja, aber manchmal ist es halt wirklich echt nervig. Also Alex, jetzt sag mir mal, was es da geht. Also es geht darum, dass sich jemand beschwert hat, dass überall nur Ausländer an den Bahnhöfen sind. Ja, ist auch richtig so, oder? Findet ihr das nicht? Ja, also wirklich, ich bin jetzt wirklich in meinem Leben ich noch nie viel Zug gefahren, gell? Aber als ich einmal zu Bern war, wegen da irgendetwas, wegen dem Jodelverein, da bin ich dort im Bahnhof gewesen. Wirklich, ey, also jetzt wirklich, das waren weniger Schweizer am Bahnhof gewesen, also grösste, so wie in der Schweizer Nazi, fast alles nur Ausländer, Heimatland nochmal. Also wirklich, und die stören mich dann. Also wirklich, die stören mich dann. Wie sie da die ganze Zeit Alhamdulillah und alles und drum und... Also nein, das kann ich einfach nicht akzeptieren. Wieso lassen wir denn die Siechen rein? Also jetzt wirklich, genau wegen dem ist es wichtig, dass es den Rechtsrutsch in der Schweiz gibt. Also nein. Also ich finde das einfach nur eine Frechheit. Wirklich, dann kommen sie daher, nehmen sie uns die Frauen weg, weißt du. Ja, meine ist auch wegen einem hohen Albaner abgehauen, weißt du. Weißt du, kennst du da, Shakiri da, der da. Also jetzt wirklich. Ja klar sind nicht alle Ausländer Arschlöcher, wollte ich auch nicht sagen. Die in ihrem Land bleiben, das sind geile Sachen. Die bleiben in ihrem Land, alles gut. Da können wir nicht hinkommen, Heimatland nochmal. So, also ich muss jetzt da noch, es kommt näher noch Schwingen im Fernsehen, wo ich mit dem Hausi noch schauen. Gell, Hausi? Ja! Wegen dem muss ich jetzt wieder gehen, ist gut, Alex. Und ich immer schön die SVP wählen. Also, es tut mir sehr leid, der Hausi ist halt, ja, der lebt schon sein ganzes Leben lang lebt er in der Schweiz und hat noch nie den Kanton verlassen, wegen dem. Er hat eine sehr konservative Meinung, wegen dem, ja, müsste nicht alles zu ernst nehmen. Er meint es auch nicht böse, er tut nur so manchmal. Aber jetzt kommen wir ja noch zum Wichtigen, nämlich zur Auflösung des Gewinnspiels. Jetzt kommt hier der Clip, wie ich es auflöse im Zufallsgenerator. So, Guys, ich hoffe, ich habe jetzt wirklich niemanden vergessen. Wie es aussieht, nicht, oder? Lass mal schnell schauen. Nein, eigentlich sollte jeder sein. Ihr seht, ihr habt alle je 2 Felder. Es ist wirklich das erste Mal, als ich es mache. Wegen dem habe ich es auch so angehört und so. Ich lasse jetzt wirklich alles genau so, wie es ist. Ich drücke jetzt einmal drauf. Und ja, der dran kommt, ist der Gewinner. Oh, wer ist es? Löckli, was?
Wie knapp! Oh mein Gott, Alter! Digga, er ist fast noch zu Jano gekommen. Oh mein fucking Gott! Luckily ist er glücklich Gewinner von 30 Steinen. Herzlichen Glückwunsch! Oh mein fucking Gott, ey! Clap für Luckily, wirklich. Der Sieg hat wirklich so viel Glück. Irgendwie habe ich es geschmeckt, dass der Sieg bin. Irgendwie habe ich es geschmeckt, Mann. Ey, herzlichen Glückwunsch, Luckily. Ey, freut mich natürlich sehr für dich. Jetzt kann ich gerade schauen, ob du wirklich das Video bis zum Ende schaust. Nämlich, schreib mir doch bitte, wenn du das siehst, hier auf Instagram, schreibst mir bitte, was für einen Gutschein das du willst. Ich kann dir nennen, wenn du nicht genau weißt, was du willst, kann ich dann noch schauen, was es genau hat auf Twint, also dir kann geben. Im Wert von 3 Steinen. Also einfach ein Gutschein, du kannst nicht 3x10 Gutscheine nehmen, das wäre ein bisschen zu aufwendig, einfach ein Gutschein für dich. Und ja, in diesem Sinne wäre es das mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal und für die Leute, die jetzt nicht gewonnen haben, bei 200 Abonnenten gibt es das nächste Gewinnspiel. Also wenn ihr so schnell wie möglich wieder wollt in einem Gewinnspiel dabei sein, dann haut bitte auf einen Abo-Button. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und tschüss!